All Joas Ufang Juni sind Darschreibungen für die Musikskuren. Hier können sich dann all Schülerinnen und Schüler, die 2 Jahre ewei musikal oder 1 Jahr Solfège gemäht haben, für die Instrumentenkuren erschreiben. Für das ihr wisst, welche Instrumentenkuren an der Gemeinde fort an Zusammenarbeit mit der OGDA angeboten gehen, profitieren all Chargeen von der Gemeinde Stengefort für ihr hier Instrument ein bisschen zu erklären und vorzustellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken vom ersten Teil von den kleinen Filmen und hoffe, dass auch dir das richtige Instrument fand. Ich stelle euch heute mitten dann mein Instrument vor. Mein Instrument das ist ein von den ältesten Instrumenten, die wir haben. Das ist aus Blech. Er gehört dann zu der Familie von den Blechinstrumenten, und zwar ist es ganz genau Trompete. Mein Instrument besteht aus 2 Teilen. Der Teil das Instrument selber, und dann habe ich ein ganz wichtiges Stück, das nennt man Mundstück, für nämlich einen Ton auch rauszukriegen. Wie kriege ich überhaupt so einen Ton auf so einem Instrument raus? Das ist ganz einfach. Ich presse meine Lippen ein bisschen nach beneden, und da blase ich Luft durch die Lippen, und da weine ich das im Mundstück. Und schon ist ein Ton. Dafür setze ich mein Mundstück auf mein Trompete, und da lauscht er da klingt es ganz anders. Das Trompeteninstrument, das kann ich ganz viel gebrauchen. Ein Trompete kann ganz weit spielen. Kann aber auch ganz dus spielen. Voilà. Vielleicht tut er noch los mit der Trompete, aber ich bin frei, wenn wir dann am September gehen gesehen. Der Chor gehört zur Familie von den Blechblasinstrumenten. Er hat ein Mundstück oder ein Mundspitz genannt, an der überdreht Vibrationen von unseren Lippen auf das Instrument. Das Instrument verwandelt dann die Vibrationen an mehr schönen und mehr noble Klang. Der Chor ist auch das längste von allen Blechblasinstrumenten. Das ist am ganzen 3,7 Meter lang. Weil der Chor so lang ist, wird ein ganz großes Etendue. Das will heißen, dass ich ganz tief Noten drauf spielen kann. Das aber auch ganz hohe Töne drauf spielen. Die Viergänger vom Chor, das waren Posthorn oder noch der Chor de Chasse. Mit denen konnten für einen Klang Fanfaren oder Signaler spielen, weil die Schwach von den Noten, die ihn drauf spielen konnten, nicht ganz groß war. Dann kriegt der Chor aber seinen Piston oder vielmehr noch ein Ventiler, und dann als erst im Chor dann auch ein vollwertiges Melodieinstrument ging, auf dem man genauso virtuos Passagen spielen kann wie auf all anderen bloßen Instrumenten. Ich bin für ein Instrument vorzustellen, aber wie ein Instrument? Das ist ein Flottinstrument, mega schön, mega jung. Das ist ein Holzblasinstrument. Das ist ein Saxophon. Wenn ihr motiviert seid, dynamisch seid, komm bei mir für Saxophon zu lernen. Das ist flott. Du kannst alle Genre Musik, nicht nur allein, aber mit einem Refrain spielen. Seid ihr bereit? Das fängt an.
Das Halten aus einem elektrischen Gitter. Ein elektrisches Gitter besteht aus einem Körper, Falten, Mikroen, Knöpfe an einem Schalter. Hier haben wir einen Hals, Bünn, an 6 Seiten. Ein Gitter ist einerseits ein Begleitinstrument und ein Soloinstrument. Dafür immens vielseitig. Mein Nummer ist Manualisch und ich gehe seit 14 Jahren individuell Gesangschoren hier an der Gemeinde Stengefurt. Wenn ihr wollt, ihr stimmlich Potenzial ausbauen und ihr sangt gerne, egal ob an einer Choralle oder daheim, dann schreibt euch ganz gerne bei mir an den Chor an. Ich bin Gilles, ich habe einen Perkussionschor und einen Batteriechor heute Stengefurt an der Gemeinde und ich stelle euch heute Batterie kurz vor. Das wichtigste Instrument von der Batterie ist ein kleines Drum, das steht hier im Zentrum. Danach könnt die Großraum Boden, Deckdrum, hier haben wir 3 Tom-Tommen und oben drüber die Blechhai, das sind Schummdeckeln.